Ja, guten Morgen. Das ist wirklich Scheinbüten. Für so Keilos wird das Tiet am Jahr haben und dann ein Tag mit so einem klaren Sonnenschein haben, dort fällt sich ganz fein. Und das ist dort ein großes Verreich für mich, von der war hier zu sein, an Dynamite, und darum Gott sein Wort mit da, und dort ist ein großes Verreich. Dat zijn van de 2 weken vandaan, wat we waren 3 jaar aan het komen. En als we daar waren en we nu denken wer hier wir en dat hier een gemeente weer. So dan, glaube ich, had Jes mir dat ook gezegd, dat ik bal waar deze gelegenheid had, dat wordt Gottes met te delen. Ik zei Pastor Henry Wiebmol, dat hij weer in Jes Gottes nog helemaal voorbij gerand. Da wir nach einmal erst gekommen, hat mir gesagt, dass wir ganz dicht bei einer Arbeit. Ich soll mir rein merken. Und das ist ein großes Verreich, was der Heilige Jesus ist. Wenn wir ein Verhältnis haben mit ihm und wenn wir die Gemeinschaft leben und sehen, mit uns zweitens verlangen, die Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Dort teile ich uns ein Verreich. Und es wird Gottes sagen, dass der Heilige Jesus ist auch all die Antuling für das, dass wir gerat sind, dass wir das weiten dürfen, dass wir gerat sind. Und wir waren auch in Mexiko, und dann dachte ich nur, was war ich predigen, wenn ich Messwitz predigen war. Weil ich Messwitz war das Verreich haben. So, dann ist es ein schönes Verreich Gott zu fragen, wo warst du zu der Gemeinde geredet haben? Dat is een verreich. Gott vraagt, wo warst du zu der Gemeinde geredet haben? Und mir fallen 2 Dinge bei, wo das Wort Gottes sagt, dass wir sind das Zalt und auch, dass sagt, wir sind das Licht. Und wenn wir dort weiten, dass Jesus seine Wirt sind, was das gesagt hat, dann ist es nicht schwer, das zu sehen, weil das vielleicht sowieso nicht. Mit der Technologie, was wir von der Tag haben, wir können den googlen und dann haben wir das schwimmen. Aber das fängt wir an Matthäus Kapitel 5, Vers 13. Das wo wir das fängen. Ich habe sehr nur gedacht, wie viel wird eine Gemeinde ist. Als ich denken an den Weg, dass wir hier wären, sind auch zum ersten Mal gewesen. Und wenn hier nicht eine Gemeinde wäre, wenn hier nicht wer besorgt wird, dass hier würde eine gute Stätte sein für den kleinsten, bei den Grazten, dann dürfen die ja nicht so gesehen sein, dann würde es nicht so zum Sehen sein, an eine Gemeinde zu kommen, eine Versammlung, so als die hier eine sind. Wenn unsere Kinder haben uns alle was verteilt, von was sie an der Sonntagsschule hatten. So, wenn die Arbeiter haben an der Sonntagsschule, spricht das Motto. Viele werden dort gesehen. Jeder ein von unseren Kindern hat was gesagt, was sie gelehrt haben an der Sonntagsschule, und die sehen, die kämpfen uns als Eltern. Und das ist ein großes Verreich von einer Gemeinde. Ich dachte auch, war Begräbnis, dort in Kitchener, du wir Begräbnis von das du gefragt hast. Und ich sage, du auch, wie viel wird es eine Gemeinde? Dort wir eine Gemeinde sind, dort wir mehr als einer sind, wo so viele Menschen kommen, wo Dinge so kraftvoll sind, und so sehr halbvoll, so trostvoll. Und ich weiß, ich habe gestruggelt für eine Zeit, wie viel teile ich an eine Gemeinde. Ich glaube, hat mit zu tun, ich habe nicht das Hell gelehrt, ich habe nicht gelehrt, dass ich vom Nien geboren war. Wo ich vom Nien geboren war, ich habe nicht Heilsgewissheit. Und wodurch ich glaube, dass ich wieder aufgekommen, dass ich wusste darüber, dass ich eine Religion gehört, wenn eine Gemeinde, wenn das Wort von einer Gemeinde redet, dann redet von einer Gruppe, die vom Nien geboren ist. Eine Gemeinde, die anstatt bloß, wo nie geborene Menschen sind, wahre Geborene. Das, wo an eine Gemeinde steht.
Ich will lesen, hier so Matthäus Kapitel 5 von 13, bis der 16. Und dann wollen wir gehen naar de Bergpredigt. Und hier redet von Zalt und von Lech, dort wir dort sind. Und ich glaube, all die Seligpreisungen an Matthäus Kapitel 5, wo Jesus selbst lernt, dort seilig sind die dort tun, die dort tun. Das ist, wann wir dort Lech sind, dann können wir auch diese Seligpreisung uns annehmen. Hier sagt es das, die sind dort Salt ab ihr. Wenn aber dort Salt den Geschmack verlässt, wer kann dort wahre saltig mehr? Dort ist dann zu nichts zu brücken. Die kann dort bloß nach Utschaden und von den Menschen verklungen lassen. Die sind dort Licht für diese Welt. Dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, der dem bräuchlich. Die kann, kein Mensch steckt eine Lampe an und bestaubt die dann unter einen Armer. Der wird doch ab einen Lampenholer gestellt, dort du vor allem am Haus Licht ist. So lut auch jün Licht für die Menschen schien, dort sie jüne gute Worten sein und jün Futter im Himmel dürfen loben. Jesus sagt, er ist das Licht und er sagt, er ist die Wahrheit in das Leben. Wenn wir an den bösen Feind denken, dann müssen wir an denken, dass er ist alles kriegt Gegenteil von dem, was Jesus sagt, was er ist, von dort ist er alles kriegt Gegenteil. Wenn Jesus sagt, dass wir sind dort Salt, dann denken wir an, dass die Welt ist kriegt Gegenteil. Eure Luther, was die dort auch so gegangen haben, die Leute, die verhandeln und denken mit einem angesehenen Mann. Aber dann, wenn die mit am vertalen, dann fällt sich dort, wo kann das so geschmacklos sein? Wo kann das Mann so am Düsteren sein? Ich teile am Vermeier. Wirtschaftlich ist er vielleicht gut offen, haben ein Teil Verständnis, dass merken alle am Drehen. Aber wo fällt sich hier so eine große Distanz? Das ist wegen, dass er das Licht nicht hat. Wo fällt sich am so schmacklos? Das zuckt du wegen, dass er Jesus nicht hat. Wenn Jesus sagt, ich sehe das Licht, ich sehe die Wahrheit in das Leben, dann kann der Feind sein, ich sehe die Distanz. Wer mich nur falsch, der ist auf keinen Weg und der kann auch noch nicht haben. Matthäus Kapitel 4, Vers 1 wieder. Du sagst Jesus das. Als Jesus all die Menschen sah, ging er ab dem Bäumen ab und sah sich durch. Und seine Jünger sammelten sich am Arm. Und er fing an zu lehren. Und hier wieder jedoch, was er anfängt zu lehren. Ich rede von, was vom Verreich dort ist, eine Gemeinde zu haben. Aber wir wollen angegriffen vom Feind. An uns Kopf. Viel, wo wir angegriffen. Wir wollen ja Gemeinschaft, wie mit Gott haben, je mehr, was er uns angegriffen. Die kennen ja Gottes Grippe auch an. Mit schlechten Gedanken. Und er weiß auch, am Wohnen Dinge, wie schwach sind. Und durch Kampf hinein. Und immer war nennen. Das ist ein Verreich, nur der Kirche zu kommen, in Gemeinschaft zu haben mit Kinder Gottes. Aber viele flehen das von dir nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn ihre Gefallen sind, nicht mehr gut, wenn sie hier kommen. Dann. Wenn sie nur die Kirche fahren, dann sind die Gefallen nicht mehr gut. Die würden vielleicht sagen, wenn ich nicht zum Hortens fahre oder nun andere gaudet stuhe, dass meine Gefallen sind dann besser, als wenn ich nur die Kirche fahren. Dann feile ich besser, als wenn ich nur die Christen, nur die Kinder Gottes fahren, wo die Heuchler sind. Lieber Tochter, ich will dir sagen, gut nicht die Gemeinschaft verspielt durch deine Gefallen. Der Feind wird sein Mählichste tun, die auf der Arrechte stehen, die beste Gefallen zu geben. Der Feind wird sein Mählichste tun, auf der Gottes steht, die Arrechte Gefallen zu geben. Gut nicht ab dort. Wenn die Bibel sagt, dass wir sollen uns versammeln, wir sollen uns leben, und Jesus hat gesagt, dass und dort wird die Welt erkannt, dass wir seine Kinder sind, dann höre ich, wie was Jesus gesagt hat. Und dann freue ich nicht an sie gefallen waren, dass sich hier feilt. Vers 3 wieder, du sagst, seilig sind die am Jas
arm sind, wils an die hier tot Himmelreich. Ich dachte immer nur, was meint das, die am Gas arm sind? Wo verholen sich von den Menschen? Oder was haben wir an unsere vergangene Zeit gedacht, am Gas arm sind? Was das meint das? Meint das, dass wir waren mit Flied nicht nur Gott seine Gehen wird sehen, nur ein Verhältnis mit Gott haben, dass diese Seligpreisung durchgeht? Diese plottische Bibel hat ganz interessant, alleweil und jeder Vers von dieser Seligpreisung schlägt wohin, wo wir nachlesen können. Da wir Jesaja Kapitel 57, Vers 15 lesen. Du sagst es das, der immer hoch an ihren ist, den sie nun als herrlich, der sagt, mein Platz ist geirrt und herrlich, aber es auch bei denen, die sich nicht mehr weiten und bleiben, dass es nicht mehr an meint. Die wird bleiben, das meint nicht mehr an, gebe ich nie Mut. Und die wird sich nicht mehr weiten, gebe ich Trost und Hoffnung. So, die wird dort bleiben, dass sie sich mit sich selbst nicht weiten, dass sie von sich selbst nicht rückdenken. Die sagt, die wird trösten und die wird nie Mut geben. Das, was das falsch meint, wenn das sagt, seilig sind die am Gas arm sind. Die nächste, seilig sind die traurig sind, weil es an soll getröst werden. Für welche Ursache traurig? Für keine Ursache traurig? Wir wollen wieder, wenn wir zum Einkommen von dieser Bergpredigt am Wort, wo wir dort hören, dass Jesus sagt, wir sollen Frau sein. Uns langt die Sache abstellen, mit gewollt traurig sein, wann wir sollen Frau sein. Es dort, was er meint, wenn er sagt, seilig sind die traurig sind, weil die sollen getröst werden. Hier in der Bergpredigt, wo wir noch hören, dass seilig sind die an Jesus sein Namen verfolgt werden. Vielleicht sind wir traurig, dass uns die Schwester sich nicht im Herrn dreht. Vielleicht sind wir traurig, wegen das wird Gottes nicht eingenommen werden. Der wird Gott trösten. Vers 5 sagt, seilig sind die sanftmütig sind, weil sie sollen die Welt erben. Wenn wir Psalm 37, Vers auflesen, dat sagt, über die Demütige waren, dat Land oben in sich ein großer Fried freien. Das sagt, der wird sanftmütig sind. Wir brauchen immer wahre Sanftmut. Dass wir sanftmütig sind, ob das andere sanftmütig sind. Vers 6 sagt, seilig sind die einen Hunger und einen Durst nur Gerechtigkeit haben, weil die sollen satt werden. Das ist interessant. Das sagt, seilig sind die einen Hunger und einen Durst nur Gerechtigkeit haben. Die sollen satt werden und die werden auch getrost werden und die werden auch Frieden kriegen. Aber die werden nicht nur Gerechtigkeit heran sein. Die lernen, dass da, was diese Welt uns zu gebeten hat, vielleicht Habsucht, waren das nächste Party für uns Fleisch anreiten und dort planen, wo wir dort haben. Die meinen vielleicht, das Wort war befriedigen. Aber das wird nie nicht. Sie werden never satt werden. Aber die wird ein Hunger und ein Durst nur Gerechtigkeit haben. Nur Gott seine Gerechtigkeit. Die werden satt werden. Die wird Gott selbst trösten. Und er wird die Frieden geben. Vers 7 sagt, selig sind die mit anderem Mitleid haben. Mit die wird Gott Mitleid haben. Dat leert Jesus ons ook aan dat unser Vatergebet. Dat wir sollen vergeben, zoals wir wollen vergeben sein. An dieser Bergpredigt sagt Jesus, dat war dat selig sind die Mitleid haben, wenn die wollen Mitleid finden. Selig sind die ein reines Hort haben,
willst die sollen Gott sein. Das ist noch ein besonderer Vers. Hier sind all diese Seligpreisungen. Aber hier sagt er, wer wird Gott sein? Hat irgendwer ein Gefühl, dass er ein reines Wort hat? Wenn wir diesen Sündenbetuler Jesus Christus nicht kennen, dann wird es verhopst nicht möglich. Wenn wir uns hier Wort von lesen. Selig sind die, die ein reines Wort haben, die sollen Gott sein. Psalm 51, Vers 12 und 13. Du sagst jetzt, so steht, sagt David, schaff an mir ein reines Wort, o Gott, und gib mir einen neuen, feststehenden Jes. Wem tja wie Frauen an das? Wir lernen das hier von David. David fragt Gott, schaff an mir ein reines Wort. Wenn das nicht alle von Gott käme, dann würde wir nicht mal schauen, was dort verlangen kommt, ein reines Wort zu haben. Und dann sagt er, steht mir nicht ut deine Gegenwart, und nimm mir den Helden Jes nicht weg. Da mir die Friede und deine Radung wiederherstellen, und gib mir einen Jes, der dir gehorchen will. Wenn wir wollen glücklich sein in das Leben, dann sind wir das sehr hochbedürftig. Dass das uns Verlangen ist. Kriegst du das David sein Verlangen ist? Das ist David sein Verlangen aus sein tiefstes Hort. Dass er wird rein sein an sein Hort. Und dass der Jes Gottes nicht wird von ihm wahrgenommen sein. Von den Jes Gottes verloren zu sein, das ist das ammerlichste Gefühl, was das gibt. Wir sehen dort von Jesus Salz und Kreuz. Wann schrie er aus, dort wir aus der Jes Gottes verleiht. Diese Trennung von Gott für ewig getrennt zu sein, das wird das ammerlichste sein, was das gibt. Dort die Weltmenschen an dieser Welt, von der noch glücklich sind, so glücklich aus der sind, will der glücklich sein, das ist bloß für das Zalt und das Licht, was an dieser Welt ist. Wenn dort hier ist nicht was sein, da werden die sein, wo glücklich sind. Wo dies da alles ist. Wir werden auch 1. Johannes 3, Vers 2 und 3 lesen. Hier sagt es das, liebe Freunde, wir sind nu all Gott seine Kinder. Das ist aber noch nicht fern gekommen, was wir nur hier sein wollen. Von das redet Frank an der Anleitung, dass wir haben dort noch nicht mal denken können, was für die Ewigkeit noch uns liegt. Und ich frage mich, wo sei ich gleich dort, wo sei ich frei mit der Wirklichkeit? Das sagt, wo am Neuen Testament dort hat noch der King sein Kopf gegangen. So, das kann ich nicht denken. Und dann sage ich jetzt hier so wieder, dort ist aber doch nicht fern gekommen, was wir nur hier sehen wollen. Dann sage ich jetzt, wie weiten aber, wann er kommen wird, dann wollen wir so sein, als er ist, und wir wollen so sein, als er ist. Und jeder, der seine Hoffnung ab Christus hat, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. Wir können uns das als eine Frau stellen.
Johannes sagt hier so, dass jeder, was seine Hoffnung ab Jesus Christus hat, der wird sich reinigen. Wahre am Gegenteil. Was tun die, was ihre Hoffnung nicht an Jesus hat? Das lässt einmal so, dass die leben ein halbwegs normales Leben. Wenn ich an die Katholiken und die Mexikaner denke, ich weiß, du sehr gute Menschen. Die sind sehr aufrichtig und die sind empfindlich, wenn aufrichtig sind, so wie es das am Schacherie geht. Sie wollen einem nicht anschmieren. Aber die sind auch kreigsam empfindlich, die wollen nicht angeschmiert sein. Aber jetzt hier was hast du für eine Hoffnung nur das Leben? Dann haben die nicht eine Hoffnung. Dann wollen die ausfinden, wo das leiten wird. Die lernen nur dort. Jesus sagt hier so, und jeder, der seine Hoffnung ab Jesus sagt Johannes hier, der wird sich reinigen. Und das ist auch ein Verreich, und das ist auch ein Ding, wo wir von lernen sollen. Vers 4 sagt, wer sündigt, der Arach will sündigen, als sich verschuldigen gegen Gott seine Geboten. 3 Matthäus Kapitel 4, Vers 9 sagt, selig sind die, die durch Frieden merken. Die wollen Gott seine Kinder halten. Und das ist auch so die Wahrheit. Wir können da bloß denken an unsere Familie-Topkommst. Das fehlt immer, dass du ein Friedenmerker hast. Und das fehlt auch an der Gemeinde. Und das weil sich einmal beten nur das Gegenteil fehlt, nicht? Wie wird unsere Hoffnung an Jesus haben, wir sollen uns reinigen und wir sollen lernen von das, so Jesus sagt. Er ging ab dem Boy ab und sagte den Menschen, die sollen Raum am Sand und zuhören, was er zu lernen hat. Das ist seine Predigt von dir, was er uns zu lernen hat, die du Frieden mehr. Was tun die Weltmenschen? Was der Feind, der kriegt das Gegenteil. Jesus sein Verlangen ist, dass er uns seilig sprechen, dass er uns gleich sprechen, dass wir uns mit das beschäftigen sollen. Wo Anfried ist, du sollst wie Frieden merken. Er sagt, seilig sind die, die du Frieden merken. Willst du sagen, Gott seine Kinder sein? Wir haben nur Hebräer 12, Vers 14 dran. Du sagst es dat alles, was je kan, met alle mensen in vrede te leven, en streef naar de heiliging, waaraan China den Herrn, ik wil nog eenmaal opvallen. Hebräer 12, Vers 14 sagt, dat alles, wat je kan, met alle mensen in vrede te leven. En streef naar de heiliging, waaraan China den Herrn sein wird. Mir fällt es merkt hier nicht ganz an, dass ich lese. Einmal kann ich nicht ganz reich lesen. Und dann Vers 15 sagt, und seid ihr nur, dass China Gott seine Gnade versehen macht. Lot keine bättre Wartel abwassen und Trübel anrichten, wodurch viele veranreinigt werden. Das wird passieren, wenn wir uns nicht bestreben, mit Frieden merken und mit Frieden haben mit anderen Menschen. Dann wirst du eine bättre Wartel ab. So, und das gibt uns hier eine Warnung. Wir sollen für das abpassen. Verstehen sich, selig sind die, die am Gerechtigkeitswillen verfolgt werden, weils das Himmelreich es ehrt. Am Gerechtigkeitswillen. Am Gerechtigkeitswillen, dort geht nicht nur unseren Willen, dann geht das nur Gott seinen Willen. Da geht das den Willen vom Fleisch geht dann oft allein. Dann geht das am Gott seine Gerechtigkeit. Das wo diese Seligpreisung überkommt. Seilig sind die, wenn Menschen am Mindholven evangelium schauen,
jünt verfallen und jünt allerhand schlechte Norreden, wenn das nicht so ist. So, hier wie dort sagt, am Jesus sind holden, das wann eine seilig, wann wir gleich sterben sind. Aber das ist ganz falsche Entschuldigung von der Tag. Ein Mensch kann sich ganz falsch entschuldigen. Und er hat so ein halber Bibelvers, dass einer soll noch glauben, dass er kriegt seine Strafe nicht mehr reich. Sogar wenn ein Mensch wem zum Tod verurteilt hat und er mit reich im Jail sitzt, dann tröstet er sich ganz arg mit so einem Vers. Hier sagt, wenn wir am Sinn so im Verfallen liegen und dort nicht so ist. Und hier Vers 2 sagt er, Fredjünd, und dann sagt er, sieht Hechsfrau. Dort wird jünd am Himmel Gott belohnt worden, weil Grüße haben sie die Propheten verfolgt, die verjünd werden. In Galater Kapitel 5, da sehen wir, dass was die Worte vom Fleisch sind, auch was die Worte vom Geist sind. Und ich denke, wir sehen dort auch, dass die Worte vom Geist, die haben auch zu tun mit, dass wir, wenn wir wollen in das Leben glücklich sind, dann brauchen wir, dass wir am Geist wohnen. Fredjünden sieht Hechsfrau, dort wird jünd an Himmel Gott belohnt worden. Weil Grüße haben sie die Propheten verfolgt, die verjünd werden. Und mir ist es so interessant, dass Jesus das sagt zu den Menschen, was am Taucher hindern, dass sie sollen froh sein. Wenn sie waren verfolgt worden, wenn irgendwas allerhand schlechtes nur geredet worden. Und wenn das nicht so ist, dann darf ich froh sein. Und denkt daran, dass die Propheten, was von Jesus sagten, die deden sie auch also statt. Was wir brauchen, das ist hier das Nächste. Wenn wir einmal diese Vers lesen. Vers 13 wieder. Gisand das Zalt ab Erde. Wenn aber das Zalt den Geschmack verlässt, wer kann dort wahre saltig merken? Das ist dann zu nichts zu brauchen. Die können dort bloß noch utschaden und von den Menschen verklingen lassen. Die sind dort Licht für diese Welt. Dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, der dem Bauch liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestaubt die dann unter ein Armer. Die wird doch ab dem Lampenholler gestellt, dort du vor allem am Haus Licht ist. So lut jün Licht für die Menschen schien, dass sie jüne gute Worten sein und jün Futter im Himmel durch verloren. Bauen noch top beten. Lieber Herr Jesus, wirst du uns das Verlangen geben, nur dein Willen nur zu leben, und wirst du dein Wort von dir sehnen, und uns das Verlangen geben, das Licht zu sein, und das Salz zu sein, was du sagst, was wir sind. Wir danken dir für unsere Sünden betonen und für uns vergeben. Magst du geirrten verherrlicht werden durch uns, in Jesus' Namen. Amen.